Schöne gute Morgen, schöne gute Mittag oder schöne guten Abend. Je nachdem, wo du gerade bist, vielleicht haut an der Binnen oder auf einem Tisch, zusammen mit genau 4 Freunden, für einen Laptop an. Du lässt das, guckst du diesen Podcast. Mein Name ist Lux Bader, ich bin Schriftsteller und der Titan ist den Transition Days Podcast. Motto ist noch immer How to live together in one world. Wir stellen das vor, wir haben ob der Spruch gesehen in Haus an, wir wollen wissen, wie geht der Welt Beispiel von diesem Haus. Letztes Monat hatten wir die Küche und heute haben wir den Atelier. Den Atelier, den Keller, wie wir die Sache selber, aber auch wie verbrauchen wir Energie, weil das Energie, wie gehen wir da um? Und dafür braucht man nicht mehr, wir haben einen Gast dabei. Den heißt Sebastian Dietz, er ist 31 Jahre, er hat regenerative Energiesysteme studiert, also Doktorand auf der Uni LU, wo er auch sich alles um Energieeffizienz dreht, und er ist Präsident von der Energiekooperative Ulzicht-Dall. Hallo Sebastian Dietz. Hallo. Was ich vergessen habe zu sagen, du redest Deutsch, das heißt, wir werden weiter auf Deutsch reden. Und wir fangen einfach mal an mit einem Bild, das du uns mitgebracht hast. Das Bild hast du mir davor gezeigt. Zeige es die richtige Richtung. Das ist es. Willst du mir was dazu sagen? Ja, also es ist ein Bild gemalt von meiner großen Tochter Emilie. Und was ich an diesem Bild so spannend finde, es zeigt den Blick von Kindern auf die Welt und wie sie das Schöne und das Sinnliche und das Gute in unserer Welt sehen. Und daran sehe ich einfach auch eine große Verantwortung an die Erwachsenenwelt, unseren Kindern auch eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Und ich denke, in dem Kontext ist das Thema Energiewende wichtig. Und wenn wir über das Schöne in der Welt reden, müssen wir auch über Klimawandel reden und wie das in etwas Hässliches umwandeln könnte, wenn wir nicht dafür sorgen, dass der Klimawandel etwas Positives wird und auch die Energie, damit geht auch ein Energiewandel einher. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ganz richtig. Also wenn wir uns mit der Energiewende befassen wir uns automatisch auch immer mit dem Klimawandel. Und ich weiß, dass das Thema immer schon viel diskutiert wurde und manche auch müde werden, sich damit zu beschäftigen. Aber ich denke, wenn wir uns oder ich merke es auch immer wieder selber, dass es immer wieder wichtig ist, sich dem bewusst zu machen, weshalb wir die Energiewende brauchen. Und deswegen müssen wir uns auch mit dem Klimawandel beschäftigen. Und wenn wir dann nochmal einen Blick zurück in die Geschichte der Erde werfen, wissen wir, dass die Temperatur auf der Erde nach der Eiszeit um 4 Grad gestiegen ist und dass die Lebenssituation auf der Erde radikal verändert hat. Und wir wissen auch, in den letzten 100 Jahren ist noch mal ein ganzes Grad dazugekommen und es gibt den allgemeinen wissenschaftlichen Konsens, dass der Mensch durch die starken Emissionen der Treibhausgase dafür verantwortlich ist. Und wenn wir da nicht radikal gegensteuern, werden wir bis zum Ende des Jahrhunderts, das zeigen die Klimamodelle, wir werden dann bis zum Ende des Jahrhunderts auch in dem Bereich liegen von 3 bis 4 Grad. Und das heißt, unsere Lebensbedingungen werden sich weiter radikal ändern und das in sehr kurzer Zeit. Und dann werden wir aus dem Krisenmodus nicht mehr rauskommen. Du hast gesagt, dass man allgemein müde davon ist, dass man immer wieder hört, okay, es gibt wieder diese Prognose, alles wird schlimmer. Wie schlimm, warum ist man müde oder eher, warum ist man es satt, es zu hören und warum reagiert man nicht diesen Prognosen entsprechend schnell? Was glaubst du, was ist der Hauptgrund dafür, dass nichts passiert und was müsste man dann tun? Also was wäre jetzt in deiner Rolle als Spezialist in diesem Bereich, was würdest du sagen, was müssen wir heute anfangen zu tun oder idealerweise heute? Ja, also wir wissen, dass wir in 15, 20 Jahren klimaneutral werden müssen, um die gesetzten Klimaziele zu halten. Ganz kurz, Klimaneutralität, was heißt das?
ja, dass wir keine CO2-Emissionen mehr ausstoßen, also dass wir so leben, dass wir ähm, die Umwelt, die Luft nicht weiter mit CO2 belasten und so auch den Temperaturanstieg und die Schnelligkeit des Temperaturanstiegs bremsen, verhindern. Was Ja, heißt und das konkret? Wie machen wir das jetzt? konkret heißt das, dass wir unsere komplette Energieversorgung umbauen müssen und das in einer relativ kurzen Zeit. Die technischen Lösungen dafür gibt es und auch die Visionen. Also es gibt ja auch Konzepte und Ideen, wie man das erreichen kann. Aber es ist natürlich ein radikaler Wandel, weg von Kohle, weg von Gas, hin zu Photovoltaik, Windkraft, Elektromobilität etc. Also Was macht diesen Umschwung so schwer? ähm, Scheinbar schwer, weil es ja nicht passiert so deutlich, dass man sagen kann, okay, ja genau, es wird ja nicht besser derzeit. Es wird nicht besser. Es fällt, denke ich mal, deshalb schwer, und das hat viel mit dem Charakter des Menschen auch zu tun. Wir haben Angst vor Veränderungen, denke ich, und also wir tun uns mit Veränderungen schwer, weil das, was wir kennen, ist uns vertraut, das gibt uns Sicherheit. Ähm, Damit die Energiewende aber gelingen kann, müssen wir unser Verhalten grundlegend ändern. Und das möglichst schnell. Ein anderer Punkt ist sicherlich noch, dass die Energiewende, ich möchte im Folgenden eher sogar den Begriff Energiekrise verwenden, weil es die Wichtigkeit ein bisschen verdeutlicht und auch Energierevolution, weil es einfach die Schnelligkeit, mit der wir handeln müssen, verdeutlicht. Und das heißt auch, wir müssen uns da auf was Neues einlassen und auch lernen, in dem Neuen vielleicht keine Bedrohung zu sehen, sondern das Schöne zu sehen, das Gute zu sehen. Also da, wo man irgendwo auf was verzichtet oder was weglässt, dort ist Raum für Neues, für schöne Dinge und die müssen wir lernen zu sehen, denke Und ich. auf was müsste man verzichten? Und was ich mich frage, ist, warum ist also ist die Angst vor der Veränderung, die eigentlich was Gutes bedeuten würde, größer als die aktuelle Tatsache, dass wir Energie durch wie Kohle gewinnen oder Atomkraft. Warum ist die nicht so groß, glaubst du? Warum hat man sich daran gewöhnt, an etwas eigentlich möglicherweise eher Negatives und was zudem die Umwelt negativ beeinflusst? Und wie könnte man die Vision, die Idee konkreter gestalten, dass man keine Angst mehr davor hat, vor dieser Veränderung oder vielleicht auch, um herauszufinden, dass gar keine Angst nötig ist? Warum kriegt man das nicht mit in der allgemeinen Wahrnehmung, glaubst du? Ja, weil es eben was Abstraktes ist was uns nicht direkt im Leben, im Alltag begegnet und etwas ist, was langsam vonstatten geht in der Wahrnehmung des Menschen. Und langsame Veränderungen nehmen wir nicht so wahr. Also wir müssen einfach schauen, dass wir versuchen, das in unseren Alltag zu integrieren, unser Verhalten zu ändern. Mal ein konkretes Beispiel, wenn wir in Urlaub fahren, wir sind einfach gewohnt, mit dem Flieger vielleicht nach Mallorca zu fliegen und dort unseren Urlaub zu verbringen. Aber das verursacht immense Mengen von CO2. Warum versuchen wir nicht, vielleicht das Schöne zu sehen und mal mit dem Nachtzug in Urlaub zu fahren? Gerade als Paar ist es vielleicht auch schön, diese Nacht zusammen im Zug zu verbringen, auch ein anderes Reisegefühl zu erleben und da das Positive drin zu sehen und also sich so zu verhalten, dass man möglichst wenig CO2-Emissionen emittiert. Und was sagt man dem Mallorca-Besucher, dass er in Zukunft nicht mehr nach Mallorca kann? Muss er Angst haben, dass er jetzt nie wieder nach Mallorca kann, weil er sonst der Umwelt schadet? Wie kriegt man das? Aber das ist mein Urlaub und den gönne ich mir. Was antwortet man da? Den kann er sich immer noch so gönnen, nur eben auf eine andere
Art und Weise. Also es geht nicht, das ist genau das, was ich meine, es geht nicht um Verzicht generell, sondern die Dinge anders zu sehen und die positiven Aspekte von zum Beispiel dem Reisen mit dem Zug sich bewusst zu machen und zu erleben. Du hast es eigentlich sehr sinnlich beschrieben, also im Sinne mit der Partnerin oder in so einer Art und Weise. Kriegt man es über die Sinnlichkeit an den Mensch gebracht, dass es ein allgemein besseres Lebensgefühl wird? Glaubst du, ist das eine Herangehensweise oder eher mit Zahlen und Fakten? Also, weißt du, also das ist auch ein bisschen abstrakt, was ich meine. Also die Frage bleibt eigentlich, wie kriegen wir es denn jetzt vermittelt, einen die Angst zu nehmen? Weil Tatsache ist, ich lese bestimmt jeden Tag zumindest eine Schlagzeile darüber, dass irgendwas mit dem Klimawandel nicht gut ist. Also jetzt mal so platt gesagt. Aber es ändert ja trotzdem nichts. Trotzdem ändern sich die Schlagzeilen ja nicht endlich kapiert oder so. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, es ist einfach auch ein Kommunikationsproblem. Fakten, Zahlen, das ist einfach abstrakt. Das ist nicht das, was wir direkt erleben. In unserer direkten Umgebung. Der Klimawandel ist global, aber wir leben lokal. Und ich denke, da hilft es auch, wenn wir einfach lokal handeln und unsere direkte Umgebung verändern hin zu einer schöneren Welt, zu einer besseren Welt, sei es zum Beispiel autofreie Städte, also dass wir dort Raum schaffen, wo wir wieder auf der Straße leben können, die Kinder auf der Straße spielen können. Wir haben mehr Elektromobilität, aber weniger Autos. Und und können vielleicht auch nachts mal wieder das Fenster aufmachen, ohne ständig mit Lärm belästigt zu werden. Wir müssen den Wandel dahin bringen, wo wir ihn auch spüren, wo wir ihn erleben. Genau. Und ihn fühlbar und spürbar machen. Als so wenig Autos unterwegs waren während der Corona-Krise und allgemein so ein bisschen ruhigere Atmosphäre herrschte, da meinten ja auch, da hörte man schon von ganz vielen Leuten so, okay, das ist besser, das tut gut, man hört die Vögel wieder oder man sieht keine Flugzeuge, die am Himmel das ganze Bild versauen oder so. Und dann ganz schnell kommt man aber wieder zurück in diese Schnelle, in diese sehr, sehr von Hektik getriebene Welt. Könnte man da ganz spitz gesagt vielleicht annehmen, dass die meisten Menschen gar keinen Bock darauf haben vielleicht. Also dass man eigentlich fast so eine langsame Zerstörung heransehnt, weil all die Argumente, die du nennst, also auch schon beim letzten Podcast wurde auch gesagt, machen wir die Straßen wieder frei, die Kinder sollen spielen und das sind alles sehr schöne Gedanken, Bilder, Ideen. Aber es passiert nicht. Ist das politisch, ist das wirtschaftlich, ist das einfach hat der Mensch einen schlechten Charakter eigentlich und man sollte sich damit abfinden. Was denkst du? Es ist natürlich, man kann diese Aufgabe oder es fällt leicht, diese Aufgabe, den Klimawandel oder die Klimarevolution voranzutreiben, der Politik oder der Wissenschaft oder Aktivisten zu überlasten. Aber ich denke, wir müssen da nochmal einen Blick zurückwerfen, wie kann denn die Energierevolution überhaupt funktionieren? Und das sind im Prinzip 3 Säulen, auf denen sich das stützt. Das ist einmal, wir müssen die Energieversorgung komplett umbauen, hin zu den Erneuerbaren. Das ist die eine Säule. Die andere Säule ist, dass wir die Energie effizienter einsetzen müssen, das heißt effizientere Geräte etc. benutzen. Das passiert alles schon und dafür gibt es technische Lösungen, aber die dritte und aus meiner Sicht wichtigste Säule, die wird häufig vergessen, das ist die Sparsamkeit. Also die Energie, die wir erst gar nicht benutzen, ist die sauberste von allen und das liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen und deswegen ist hier mein Appell einfach nochmal an die Energiesparsamkeit und die kann man durchaus ganz gut im Alltag unterbringen. Das bedeutet aber, dass man sich auch dem immer wieder bewusst sein muss. Ich weiß, das ist schwer,
Aber wieder, ich denke, da geht es ganz klar in die Richtung zu sagen, okay, dass man sich immer wieder fragt, muss ich jetzt vielleicht das Auto benutzen? Nutze ich nicht vielleicht lieber den Zug und genieße die 20 Minuten freie Zeit, die ich in dem Moment auch habe, um vielleicht was zu lesen, um vielleicht einen Podcast zu hören. Also da einfach auch deswegen mein Ansatz mit den positiven Bildern, dass man da einfach das Positive drin sieht und nicht gleich denkt, naja, dann brauche ich jetzt aber 10 Minuten länger, sondern das Schöne und den Gewinn da drin sieht, dass ich dann aber effektiv Zeit gewonnen habe für mich. Du willst aktiv dazu beitragen, dass es besser wird. Also nicht nur in deiner kleinen Blase, sondern im Großen und Ganzen. Das merkt man an dem, was du studierst, an dem, was du gegründet hast, mit der Energiekooperative. Aber wie machst du das? Wie wirst du das machen? Also einfach aus Neugierde auch. Wie wirst du rausgehen und das verändern? Ja, also das Ziel der Kooperative ist es, Anlagen zur Erzeugung oder erneuerbaren Erzeugung von Energie zu bauen oder Speichertechnologien zu bauen und diese erzeugten Energiemengen dann, das ist unsere Vision, dann auch direkt an die Mitglieder zu liefern. Und also das momentan die ersten Anlagen, die wir bauen, die werden natürlich den Strom direkt ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Aber wir möchten damit halt auch einen Beitrag zur Umgestaltung der Energieversorgung leisten. Und wir sagen jetzt, du hast mich überzeugt heute mit dem Interview, ich finde das super, will auch jetzt aktiv einen Beitrag leisten dazu, aber ich bin nur Schriftsteller, keine Ahnung, wie man mit Solaranlagen oder so umgeht, will aber da in die Energiekooperative Ulzistal beitreten. Was mache ich denn? Wie mache ich das? Also da kann jeder beitreten, jeder Mitglied werden und Anteile an der Genossenschaft kaufen. Aber wir haben es extra so gestaltet, dass der Beitrag für einen Anteil bei 100 € liegt. Das heißt, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Wir wollen möglichst viele Menschen zusammenbringen, die sich gerne mit dem Thema Energie auseinandersetzen, auch wenn man keinerlei Ahnung davon hat. Das ist auch ein Bildungsauftrag, den wir selber haben. Also wir möchten gerne unsere Mitglieder auch über das Thema Energie informieren. Also da kann jeder dran teilnehmen, auch egal aus welcher Gemeinde oder also da kann jeder aktiv mit dran teilnehmen. Und im Gegenteil, es ist immer gut, wenn man unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema hat, das heißt aus unterschiedlichen Fachgebieten kommt und jeder setzt sich auch anders mit dem Thema auseinander. Es klingt ein bisschen wie so eine Mischung aus Gewerkschaft und Anteil erinnert mich jetzt an irgendwie Geld machen. Also das heißt, ich werde einerseits informiert, muss mich reinkaufen und mache dann damit Geld, wenn ihr erfolgreich werdet? Oder was heißt das? Also grundsätzlich sind wir natürlich immer offen. Man kann auch einfach so vorbeikommen und Fragen stellen. Dafür muss man keine Anteile kaufen. Aber mit dem Kauf von Anteilen unterstützt man natürlich die Projekte, die wir umsetzen. Und dabei steht die Rendite nicht im Vordergrund, sondern wir wollen ja Anlagen bauen, um CO2-Emissionen einzusparen. Das heißt, es ist hier in erster Linie Projekte, um die Energiewende voranzutreiben. Und wenn wir mit den Projekten dann auch Rendite machen, oder ich meine, das ist erstmal das Ziel, damit auch Rendite zu machen, aber dieser Gewinn, der soll dann auch in zukünftige Projekte wieder einfließen. Das heißt, wir wollen hier auch immer weiter voranschreiten und geht nicht primär um eine Gewinnausschüttung an die Mitglieder. Aber kann ich mir das ein bisschen vorstellen, wie ihr fangt wie so ein kleiner, wie so ein kleiner Supermarkt an? Ja, es ist eine Unternehmensform, eine Kooperative. Wir müssen ja wirtschaften, wenn das nicht funktioniert, werden wir irgendwann pleite sein und dann können wir keine neuen Projekte entwickeln. Eine Kooperative
oder eine Genossenschaft hat das primäre Ziel, dass man sich als Gemeinschaft, als einzelne Bürger letztendlich auch zusammentut, um Ziele zu verfolgen, die man als Einzelner alleine nicht erreichen kann. Und das ist in so einer großen Gemeinschaft natürlich deutlich einfacher. Überspitzt, nee, nicht überspitzt ausgedrückt. Also nochmal, ich muss nochmal nachdenken. So, du hast ja auch so verpackungsfreie Läden in Luxemburg. Ich glaube, es gibt 2 derzeit in Luxemburg. Und es wirkt immer so wie kleine Inseln, die noch so ein bisschen verloren da sind, wo ein paar Leute, die bewusst leben, hingehen. Gibt es die Idee, und jetzt übertragen auf diese Kooperative, dass jetzt aus eurer kleinen Blase, diesem Versuch, es zu starten, erneuerbare Energien zu gewinnen und sie zu verbreiten, dass das größer wird, dass es quasi übertragbar aufs ganze Land wird, dass man nicht mehr so wie so ein alleinstehender Mensch da oder eine alleinstehende kleine Firma da oben dunkelt und es eigentlich im großen Sinne nichts bringt. Ich glaube, so klein sind wir gar nicht. Wir haben schon über 90 Mitglieder. Und wir bauen, die Anlage, die wir jetzt gerade gebaut haben, produziert auch ungefähr Strom für 43 Haushalte, 3 Personen im Jahr. Also das ist, denke ich, schon mal beachtlich. Und wir sind jetzt schon in der Planung für weitere Projekte. Also das sind keine kleinen Anlagen, sondern schon größere. Und es gibt bereits in Luxemburg schon auch andere Kooperativen, die auch schon viele Projekte umgesetzt haben, zum Beispiel TM Enercop. Und da sind wir natürlich im regen Austausch. Wir sind auch eine Art Gemeinschaft, die sich so über Luxemburg, über ganz Luxemburg streckt. Und ist das meine Ignoranz? Aber warum kriege ich das nicht mit? Nur erst in diesem Interview, oder weil ich das hier jetzt moderiere, oder vielleicht bin ich der Einzige und andere kriegen das eher mit. Warum kriege ich mehr Werbung von großen Firmen mit oder große Anzeigen? Warum werdet ihr nicht sichtbarer oder bilde ich mir das ein? Also wir sind sichtbar im Internet auf der Transitions- Urzelstall-Webseite auch. Dort kann man auch einfach sich informieren und auch einen Antrag herunterladen, um Mitglied zu werden. Wir konzentrieren jetzt uns natürlich im Sinne der Werbung auf die Orte, wo wir da auch aktiv sind und Anlagen bauen, weil das einfach der lokale Gedanke erstmal ist, die Menschen vor Ort zu informieren, dass es uns gibt. Und das wird natürlich Stück für Stück dann weiter wachsen und dann hoffe ich, dass du auch darüber informiert wirst. Dankeschön. Ich höre da immer so Stimmen in meinem Kopf, also im Sinne von, dass sowas wie, ja, aber ich kann es mir aber leisten, ein 4. Auto zu kaufen oder ich habe keinen Bock, da ständig nachzudenken darüber, ob das jetzt jemandem schadet, der Umwelt oder komm, ist egal, ich bin in 50 Jahren tot. Ich weiß jetzt, das ist jetzt einfach so sehr platte Ideen von Verschwendung oder wie man sein Leben bestreiten will. Wie siehst du das auch, also so eine Mentalität, dass die da ist, oder glaubst du, es wird besser, dass man immer mehr das Gefühl bekommt, die Leute werden bewusster oder sie wollen eher jetzt, oh, ist egal, ich lass jetzt los? Es ist natürlich immer beides. Ne? Es gibt Menschen, die sagen, es ist alles egal, wir rennen da sowieso in eine Klimakatastrophe rein. Was bringt es jetzt als Einzelner, wenn ich da gegensteuere? Aber ja, es ist für mich, ich habe da immer so ein bisschen das Bild vor Augen, für mich ist es ein bisschen so, wie wir rasen auf eine Wand zu mit dem Auto und geben nochmal Gas. Das kann man natürlich machen, aber wir wissen, was dann am Ende rauskommt. Auf der anderen Seite spüre ich halt eine immense Unterstützung, auch oder wir als Energiekooperative, wir haben inzwischen über 90 Mitglieder, die uns da in unserer Arbeit bestärken. Und das zeigt mir auch, dass sich viele mit dem Thema auseinandersetzen und da auch aktiv unterstützen mit ihrer Mitgliedschaft, mit ihrer Arbeit in der Kooperative. Es ist alles Benevol und jeder bringt da seine Zeit und Energie rein.
Deswegen sehe ich da auch was Positives, auch im Sinne des, wir spüren uns wieder stärker als Gemeinschaft, wir versuchen das gemeinsam zu verändern. Und ich denke, die Geschichte hat auch schon gezeigt, wenn der Wille da ist, ist die Menschheit zu starken Veränderungen in der Lage. Und das sieht man ja jetzt auch in der Corona-Krise. Also wir haben unser Verhalten radikal verändert und angepasst an die aktuelle Situation. Und ich denke, das zeigt, dass das auch möglich ist. Das heißt, man kann sagen, du machst es nicht nur, also deinen Job und alles drumherum, nicht nur aus Verzweiflung, sondern auch aus Optimismus sozusagen. Also du spürst, dass es weitergeht, wie du gesagt hast, mit neuen Mitgliedern und es geht voran. Das ist nicht das Gefühl, es ist umsonst. Unbedingt, nee, das ist der Motor und der Antrieb. Ja. Vielen Dank, Sebastian Dietz. So, vielmals merci für den Nolauschen. Das war dann der zweite Podcast aus dem Transition Days Podcast. Nächstes Jahr geht weiter mit was geht weiter, Paul? Fred? Mein Büro. Nächste Woche gehen wir in das Büro. Da haben wir dann einen Gast, wo ich noch nicht so erwähnen kann, das wird Sinn. Aber dann nächstes Jahr. So, vielmals merci, schönen Tag, schönen Abend. Bis dann.